zur Entstehungsgeschichte der Stadt Bautzen und der Spree. Vor langer, langer Zeit lebte ein übermäßig großer und starker Mann am Fuße der Lausitzer Berge. Er war so groß und hatte so viel Kraft, dass er die stärksten Bäume samt Wurzeln aus der Erde herausreißen konnte und riesige Felsen und Steine von einem Haufen auf den anderen umstapeln konnte. Welchen Namen er wohl hatte? Man nannte ihn den Riesen Spreeunik. Er war furchtlos und schien unbesiegbar zu sein. Er trug keine Waffen, weder Pfeil und Bogen, weder Schild noch Speer. Er sorgte sich um seine Untertanen, die diesen Landstrich besiedelten. Eines Tages kamen die Bewohner mit einer Bitte zu ihm. Der mutigste Mann trat vor und sprach: »Riese Spreeunik, wir wünschen uns, dass wir für immer hier bleiben können. Du bist ein guter Beschützer, denn du bist stark. Wir fürchten uns aber vor Feinden. Wenn du in deiner Höhle sitzt oder im Tale liegst, siehst du nicht, was in deinem Land geschieht. Daher bitten wir dich, schnitze dir eine Schusswaffe zur Verteidigung und baue uns feste Zufluchtsorte.« So baute der Riese zu beiden Seiten seines Tales eine Stadt, die er Budissin nannte. Das Land drumherum wurde als Budissa bekannt. An den Grenzen erbaute er feste Warten, eine um Guttau, die zweite bei Königswartha und eine dritte bei Strohschütz. Er schnitzte sich ein Speer und Pfeil und Bogen. Um seine Schusswaffen zu überprüfen, schoss er einige Pfeile Richtung Süden. Bis ins Tal des oberen Berglandes schoss er diese. Als die Menschen nach den Pfeilen suchten und sie aus der Erde ziehen wollten, schaffte es niemand, denn die Pfeile hatten sich sehr tief und fest in die Erde eingebohrt. Daher gruben sie die Pfeile heraus. Da geschah etwas Seltsames. Aus den Gruben quoll frisches Wasser, welches sich zu einem Fluss vereinte. Dieses Wasser durchfließt heute noch das Lausitzer Land. Der Fluss wird zu Ehren des Riesen Spree, auf Sorbisch Spreewia, genannt. Der Ort aber, von dem aus der Riese Spreeunik geschossen hat, heißt heute noch Strehla, also Ort des Schützen.